Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Deklaration vom Herrn Staatsminister, wie gestern gemäht, ist selbstverständlich mit viel Spannung erwartet gehen, weil nicht nur wir als Politiker, aber auch die Leute am Land endlich gerne gewinnen, wo das Schiff an den nächsten Jahren soll hinsteuern. Der Staatsminister hat gestern an seiner Rede vertieft angefangen, mit Kritik und der vierten Regierung zu machen. Das hauptsächlich dann auf CSV geguckt gehen, an zum CSV geriet gehen. Mir sowohl der Herr Staatsminister wie der Herr Berger wusste ganz genau, wenn sie auf die vierte Regierung scheißen, auf CSV scheißen, dass sie dann ihre größte Koalitionspartner, der LASAP, geben abtreffen, ohne Präzisheit zu suchen. Auf jeden Fall, und man gestern konnte feststellen, dass der Staatsminister angefangen hat, vertieft Kritik zu üben und der Politik, die ihre Koalitionspartner der LASAP an den letzten 10 Jahren Heimat gedroht hat. Eine zweite Bemerkung. Der Herr Staatsminister hat von 251 Mesuren geschwärzt und hat aber knapp 2 Dutzend von denen gestern ernimmt. War doch verständlich, dass er nicht kann, 251 Mesuren optional, das hat doch keiner von uns wahrscheinlich gestern gewollt. Mit wir sehen, war dann eine Reihe von Maßnahmen, also ein paar, die davon schon viel bekannt waren, ein paar, die vielleicht auch sogar beim Volk an den Ohren gut klingen. Mit wir sehen nicht, was an den mehr wie 200 anderen Punkten, die man noch nicht kennen, nicht dort raussticht. Wir sehen, wenn ein Pack von 251 Maßnahmen auf den Markt gehalten, die wir mal sagen, dass das nicht kann abgegriffen gehen, weder von Eiserbannen noch von den Leuten draußen. Also werdet klar sehen, und das merkt ihr auch hier an dieser Debatte, dass die ganze Diskussion sich auf eine Reihe von Hauptpunkten limitiert, und dass die Große von den Punkten, die Leute aber dabei sich jeder Einzelnen oder die Betriebe treffen, die ihn hier nicht diskutiert. Hier geht am Anfang der Fisch am Wasser ersucht, das ist eine Taktik, für dass die Leute nicht sollen alles mitkriegen, was für eine Grausamkeiten an dem ganzen Park da stehen. Davon geht ein ganz großen Teil, geht überhaupt nicht diskutiert, und es wird schwer gehen, für Löser an so einem Heidepark von den Leuten das alles nach draußen zu bringen. Es kann nicht bald so, die neue Perspektive für Lützeburg hecht, wenn das da alles so heiert, die neue Regierung scheißt auf alles hier im Land vertwibbelt. Als Zielscheif wird der Premier unter anderem genannt, Familien, die krank an Spitäler, Bezieher für Sozialleistungen, Lehrpersonal, Beamten am Allgemeinen, Start-up, Berufskummer, Architekten, Presse und so weiter. Und das sind noch ein Dutzend von denen Remarken von 258. Aber klare Perspektiven für die Zukunft, die haben wir gestern vermisst. Wo ist die Zukunft, den uns Kollegen an den letzten Jahren vehement immer angeklagt haben, dass wir es mal zusammensetzen, Politik, Société civile, Gewerkschaften, Patronat, alle die Leute, die daran interessiert sind, auf was für eine Richtung das Land will steuern. Was für Lützeburg will man also nächste Generationen an 20, 30 Jahren haben los. Wie viele Leute hat denn heute Lützeburg stand, müssen wohnen oder dürfen wohnen oder schaffen. Alles das als mit Recht von den geringen Kollegen an den letzten Jahren permanent herbannen gefragt gehen, an Lofus an der Regierung sind, wo ist die Zukunft weder an dieser Deklaration nach was Plan sektoriell überlangt, als irgendwie an enger Form von dieser Zukunft geschwärzt gehen. Wir als ADR sind aber auch immer der Meinung gewesen, dass wir die auch immer unterstützt, dass wir müssen den Exerzice machen, dass wir müssen eine Diskussion führen, was für ein Land wollen wir. Wollen wir 700.000, 800.000, 1 Million, 1,5 Millionen Leute? Wollen wir aber bei unserem Arbeitsmarkt, auch für unser Sozialsystem, haut 400.000 an 20 Jahren 800.000 Leute schaffen und an 40 Jahren 1,5 Millionen schaffen? Wollen wir das? Mit die Politik, die für die blinde Menschen führen, erstellt sich nicht die Frohen, als wird nicht die Courage, und also viel
viel vu Courage haut Maien vun der Majoritätsdeputierten Banneschwt, die das Regierung huet, mit de Courage fir so wo d Land an 30 Jo an 20, 30, 40 Jo steht, de Courage hun se net fir iwwer hat unfänken doriwer ze diskutieren, geschweich zu handeln. Herr Präsident, die Damen und die Herren, es sind für allem zwei Maßnahmen, die man schon lang kann tun. Das ist die Erhöhung von der TVA um 2% an 0,5%, die als Kannersteuer auf Weltkommers an Zukunftsbeitrag hecht. Am Gegenteil von der Lohnsteuer gibt es Kontribution auch schon auf Revenuen, die weit ändert den Mindestlohnleihen abkaufen. Auch konkret also von einem Gehalt und von 481 € geht den Zukunftsbeitrag, wie die Regierungen nennt, abgeht. Das heißt also auch Leute, die halt keine Steuern bezahlen, die den Mindestlohn haben, die den RMG und die Werte von mir und müssen den Beitrag bezahlen. Es sind aber nicht nur die Kleinleute, die davon betroffen gehen, oder es sind gerade die Kleinleute, die davon betroffen gehen. Aber wenn ich heute Morgen, Herr Büttel, die braucht nicht zu lachen, weil gestorben tut er gut nicht geglänzt im Fernsehen. Die sind da nie noch bekannt. Herr Präsident, Herr Präsident, Herr Büttel gestorben ist im Fernsehen geglänzt. Das ist generell Meinung am Land gewesen. Hei geht auf jeden Fall. An den Herr Bergi hat das der Morgen Hei 4 gedrohen, dass den Hei die Leid für alle die monoparentalen Frauen, die länger zählen Frauen, dass die Hei am Land die sind, die am meisten von der Armut betroffen. Was richtig ist. Und ich meine, das nicht nein, das tun wir Bannen schon mehr dachtest du. Aber auch die müssen 2,2% TVA weiter bezahlen. Und auch die müssen 0,5% und ihren Zukunftsbeitrag bezahlen. Und auch die Leute, die den Mindestlohn an der Länge zählen, alle gut, die müssen auch den Beitrag bezahlen. Und das ist für die Leute viel Geld. Und da kommt der Heine, und da sagt, der gibt denen helfen, der gibt denen gerne Verbesserungen machen. Mir verticht, holt mal etwas. Aber was sie sollen ein Gebäck kriegen, darüber muss ich mal nach warten. Da gucken wir, was denn dann die 3 Regierungsparteien über TVA-Erhöhung an ihrem Wahlprogramm stehen hatten. Die DP gesagt, nimmer wenn nötig und als schlecht möglich. Das muss ich wissen, was das als Konsequenzen für die Konkurrenzsituation von unseren Betrieben hat. Was das Konsequenzen für den Index hat. Steigende Kosten im Gesundheits- und im Pflegewesen. Alles das hat die DP gesagt, und dafür gibt das nehmen als allerlecht ervorkommen. Sozialisten haben gesagt, sie wären für eine begrenzte Mehrwertsteuererhöhung, aber nehmen am Kader von einer globalen Steuerreform. Lo kriegen wir mal TVA-Erhöhung, auf was Steuerreform wie dazu könnt, auf was sie bringt, das weiß noch kein Mensch heimbannen. Als Grünkollegen, die haben der Regierung, damals viel geworden war noch der CSV, weil die da dann im Wahlprogramm stehen, hier fällt dazu nichts Besseres ein, als die Erhöhung der sozial ungerechten Mehrwertsteuer. Durch eine weitere Erhöhung der Mehrwertsteuer würde die Belastung der niedrigen und mittleren Einkommensschichten noch schneller anwachsen. Also kein von den 3 Regierungsparteien hat eine TVA-Erhöhung vorgesehen, und so haben sie kritisiert, und so haben sie am Anfang von 4 aus, aber das hat alle echt, was sie gemäht tun. Auch von ihrer Zukunftssteuer hat überhaupt kein etwas an ihrem Wahlprogramm stehen, mit das Orlo, das echt was könnte, das Leute mussten 0,5% weiter bezahlen. Und ich meine, auch die TVA-Erhöhung auf der 2% von der Zweitwohnung von 3 auf 17% stimmt auch an keinem Wahlprogramm. Und auch, dass die Alkoholen von 3 auf 17% abgeht, stimmt auch an keinem Wahlprogramm. Und dafür hat Toreska ja auch geantwortet, dass das grave und dramatische Konsequenzen darf für den Sektor kriegen. Und Toreska hat gesagt, dass das Lenkchen zu Konsequenzen, dass den 1000 Arbeitsplätze an dem Sektor könnten verloren werden. Oder die Chambre de Commerce, die sieht, dass das ein Not-Salé für die Entreprisen wird,
dass das kein gut Nouvelle wird, dass das nicht gut wird für die Konsumateuren, auch für die Entreprisen, auch für die Ökonomie. Der Jean-Claude Reding von der Salariatschamber sagt, dass die TVA-Erhöhung trifft vor allem die Ärmsten. Also alle Gute, warum wir aus denen Krise kriegen wir gesagt, was für eine Konsequenzen, dass so eine TVA-Erhöhung hat. An dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die nicht ausrechnen, dass die TVA-Erhöhung die Revenuen als Lützburg steht, gibt zwischen 0,6 und 0,8 Drecken oder Innendrecken auf ihren gesamten Resultaten. Wie viel die neue TVA-Sätze der Zukunft wirklich der Staatskasse bringen, weiß haut auch noch kein wirklich. Wenn man geschwärzt geht von 350 Millionen, da wissen wir auch, dass der Staat muss mehr Steuern bezahlen. Aber wir wissen nicht, wenn die Leute 350 Millionen Mann Kaufkraft tun, da gehen sie die auch Männer aus, weil sie bezahlen sie auch Männer TVA. Und Gemengen, die müssen 2% mehr TVA auf ihre Investitionen bezahlen, und aber trotz von der TVA nicht kompensiert kriegen an ihrem Schiffer, den sie bis so immer kriegen tun. Alles das, als nicht mal berechnet können, an alles das, wie sie noch dürfen nicht, was nur dann unter dem Strich für den Staat weiter rauskommt, wenn der Toten alles durchgeht. Wohnungen, die Zweitwohnungen von 3 auf 17%. Dadurch gehen die Wohnungen 14% mit Eier. Das bedeutet ganz klar, Männer Investitionen an Wohnungen. Männer Investitionen an Wohnungen, heißt, dass dafür mehr klein geht, nach mehr klein geht. Und das ist das Problem, das wir beim Wohnungsbau haben, dass dafür nach mehr klein geht, was Wohnungen anbelangt, und dass dürfen Loyer konsequenterweise, weil die Investition mehr heiß geht, aber weil dafür mehr klein geht, geht Loyer konsequenterweise an. Aber wir haben so getroffen, wir haben gerade die Kleinleute, die sich keine eigene Wohnung können legen, die müssen Lohne gehen. Die müssen also einmal durch die heutige Politik, müssen die dann auch weiter Loyer bezahlen. Und auch die Leute, die eine Echtwohnung machen, schauen sie den Tor von 3%, können sie remboursiert kriegen bis zu einem Tor, ein Plafond von 50.000 Euro. Und der Herr Staatsminister hat sich gestern nicht geäußert. Gibt der Plafond geheischt, Herr Staatsminister, für 50.000 Euro. Wenn der nicht geheischt wird, für 50.000 Euro, an den Tor geht, rup, ob 17%, da können Leute, die bislang mit dem toten Tor konnten, mit den 50.000 Euro, konnten bislang eine Investition mit dem billigen Tor für 500.000 Euro machen, da können sie in Zukunft mit dem billigen Tor nicht mehr eine Investition für 416.000 Euro machen. Also, dass auch die Leute, die in den Echtwohnung machen, die von der toten Maßnahme betroffen, wann der Plafond für 50.000 Euro dementsprechend nicht geheischt wird. Der zweite Punkt, den ich versuche, das ist die Familie. Ich meine, Durchschaffen von der Allokation der Maternité an der Allokation d'Éducation, also es sind da Purde schon über die Presse bekannt gegeben. Hier geht das als ein Fortschritt gestellt. Es geht quasi durchgestellt, wie wenn Leute das nicht fehlten. Wie wenn Familien nicht fehlten, bei ihren Kindern daheim bleiben. Mit der Allokation der Maternité sind an den letzten Jahren alkeer 1300 Familien, die davon profitiert haben. Und von der Allokation d'Éducation sind 8400 Familien, die an den letzten Jahren noch das Jahr davon profitieren. Es sind also bald 10.000 Leute am Land, 10.000 Familien, die gern bei ihren Kindern daheim bleiben. Auch sogar mit dem Risiko, dass sie Männer verdienen und dass sie professionell ihre Karriere gebremst werden. Das heißt, es gibt Leute am Land, die gehen, die Kinder eine Priorität. Aber wenn dann von Majoritätspolitiker gesagt wird, die pur Frank, die sie kruten, die kann ich kalieren. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und dafür so mehr Jahre als ADR, kommen feiern ein Erziehungsgeld an, wie die Regierung das gestern hat proposiert, wo wir die verschiedenen Leistungen bündeln. Wir gehen alle Familien. Wir gehen alle Familien, aber wir gehen nicht etwas 400 Euro, wir gehen einen Montant, der berechtigt ist, dass eine Familie etwas davon hat. Und dann sagen wir zu der Familie, die Frau oder der Mann, in der Regel ist es die Frau, die daheim bleibt, die muss von dem Montant selber eine Kotisation bezahlen für eine Pensionskasse, dass es auch sozial aufgesichert wird. Und da spürt der Staat unter dem Strich, wenn ein Platz an einer Krieg
die kostet 2000 € den Monat. Nimme Friede Fangson, da haben wir nicht Investitionen mit angerechnet. Wenn man also einer Mann, die daheim bleibt, gibt 1000 € gehen, und wir geben so, davon bezielst du 300 € an Pensionskasse, und sie hat nach 700 €, dann hat die Familie de Choix. Lo hat sie kein Choix mehr. Lo hat sie kein Choix mehr. Die Regierung sagt zwar, sie hat den Choix, aber sie sagt, diejenigen, die nicht so möchte, wie wir es gerne hätten, und zwar kann der Welt seit Eiset gött für zu zählen und zu versuchen, Eis der Recht gött für so, was kann von moralischen, ethischen, religiösen Werten muss gelegt werden. Das dezidieren wir als Staat, und nicht mit Familie, man muss schaffen zu gehen. Eine Familie, die sich nicht und die, das Diktat von der Gambia hält, die Familie wird gestraft, die kriegt glatt, und gut nichts mehr von dieser Regierung. Und das ist eine ideologische Politik, die Hai von der Gambia gemeint, schon gestern schon gesagt, die haben aus DDR-Zeiten kann, es war nicht mehr schüsst, dass eine Partei wie eine Liberalpartei auch da matnisch an den Unfug da matnisch verdenkt, Zerstörung von unserer Familienhai am Land als Konsequenz. Und nicht mehr genug Dummerden, auch Kannergeld. Herr Berger, der hat für den Entwurf, auch Kannergeld, geteilt gesagt, mir holen keinem etwas weg. Das ist richtig, der Lord tut den Hütet, mit dem Moor erkannt kriegt nicht mehr. Also holt der Leute an Zukunft etwas weg, was sie bis noch kriegen. Das ist aber zu viel Schein. Ja. Das ist, wenn der Moor in einen anderen Deputäten an den Chamber kommt, und der kriegt kein Prämie oder so, dann muss keinem etwas weggehalten. Weil der hat ja ein paar Jahre Berger behalten. Sie kriegen etwas, wie ich für du gesucht habe, Herr Präsident, kriegen Sie etwas Anstoß am Platz. Maar ja, dat doen we ganz gerne. Ich meine, wenn wir gucken, dat tut der Nirven, Herr Präsident, nirven den Maßnahmen dort, die wegfallen, also kann der Geld auch gekürzt wird an Zukunft. Den Herr Staatsminister hat gestern gesagt, man sie hätte beim ersten Kant Steuergeld noch Uwen abgerannt. Aber wenn ich das noch gucke, das sind 2,5 € den Monat. Das ja nimmt, die wat Uwen abgerannt wird 2,5 € den Monat. Das sind 30 € pro Jahr, wo sie abgerannt wird. Mit der Familie, die mehr kann, 2, 3, 4, dann die stark aufgerannt zu gehen. Die Ziffern hat der Göster nicht genannt. Eine Familie mit 2 Kanner verliert den Monat an Zukunft, die Neukanner kriegen, Herr Büttel, ja, 64 € den Monat, 773 € pro Jahr, und von der Geburt bis 18 Jahre verliert die Familie 14.000 € in Zukunft. Eine Familie mit 3 Kanner verliert am Jahr 238 € oder 2.860 € oder 51.500 € von der Geburt bis 18 Jahre. Und eine Familie mit 4 Kanner, die verliert in Zukunft den Monat 400 € oder 5.000 € pro Jahr oder 88.000 € von der Geburt bis 18 Jahre. Das ist Politik von der heutigen Regierung, die auch immer ganz klar sieht. Wir wollen überhaupt nicht, dass die Familien mehr wie kann kriegen. Und das in der Streikstadt auch, was der Familienminister Stircher, wenn man so Antifamilienminister an der Chamberkommission gesagt hat, dass das Regierung keine pronatalistische Politik möchte. Es gibt genug Kanner auf der Welt gehen. Das heißt, die Lützeburger Gambia-Regierung, die will nicht mehr, dass man heute Lützeburg Kanner kriegen, heißt, dass ein Mann wie möglich kommen, an die Pur, die kommen, kriegt der Staat für einen Top-Put, an die Ältere sollen schaffen können. Aber wenn wir da brauchen, dann gehen wir es einfach in Deutschland sicher. Das als Politik von dieser Regierung. Ja. Herr Präsident, ich komme zum Schluss, weil meine Redezeit. Gib mir eine Stunde, ich kann jetzt noch vieles zählen. Herr Präsident, die Regierung aus 3 ungetretener Gestaltung Titel Neue Perspektive für Lützeburg. Wenn da toten Perspektive für Lützeburg sind, dann kann ich nicht mehr so Lützeburg, was gehen wir da einer Zukunft entgegen. DP ist an die Wahl gegangen mit dem Slogan Mehr mit Mama. Sind der Göster, Herr Büttel, Herr Präsident, will ich dem Herr Büttel so, und sind der Göster, kann den Slogan umdrehen und so, Männer für mehr. Leute kriegen Männer, und sie müssen mehr dafür bezahlen, ist so nicht mehr.